Ein jeder hat seine Vergangenheit, seine Geschichte. Das sind Lebensumstände, Nöte und Mühen. Und doch, wir alle wissen, wir werden zusammengehalten vom lebendigen Gott. Und wir alle wissen, dass das Fundament eines Gebäudes ist essentiell. Jesus, er selber war Handwerker und er war sich dessen bewusst und er sagt, wir haben es gelesen, dass der kluge Mann sein Haus auf einen Felsengrund baut. Sind wir bereit, wenn Jesus Christus heute käme? Er kommt und es könnte heute sein. Und wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, schlagt auf Epheser Kapitel 2, Vers 20 und bis 22. Kann man gerne einblenden, die Technik. Über diesen Vers werden wir heute Morgen das anschauen, die Predigt halten und wir beten einfach, dass der Herr viel Gnade schenkt. Lass uns nochmal stille werden und beten. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist und dass du zu uns reden möchtest. Schenke du, Herr Jesus, viel Gnade, um die richtigen Worte zu finden. Schenke du die Stimme. Und Herr Jesus, mach du dich groß. Ermutige uns auf dem Weg mit dir und wir preisen dich darüber und danken dir. Amen. Da lesen wir, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Meine Frau und ich, wir waren unterwegs, da am Flughafen, machten einen kleinen Spaziergang, dann haben wir so ein Häuschen gesehen, da stand draußen Gemüse zu verkaufen. Wir sind da reingegangen, es war etwas kalt und wir wollten 2 Kilo oder 2 so Beutel Karotten, Rüebli auf Schweizerdeutsch, wollten wir kaufen. Dann stellten wir aber fest, dass Teile dieser Karotten, die waren gefroren. Und da war eine Verkäuferin da und da haben wir das ihr dann mitgeteilt und gesagt, ja, die sind die einen, die Karotten seien gefroren. Dann sagt sie zu uns, ja, ihr könnt die haben, ich schenke sie euch. Dann habe ich gesagt, nein, als Christ möchte ich gerne auch den Lohn der Arbeiter auch bezahlen. Ich möchte gerne diese Karotten bezahlen. Sie schaute mich dann etwas verwundert an und fragte mich, ja, wie ich denn heiße. Dann habe ich gesagt, ja, ich heiße Rindlisbacher. Dann schaut sie mich etwas genauer an und sagt, ja, ob ich denn einen Samuel Rindlisbacher kenne. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich selber. Dann schaut sie mich noch etwas genauer an, habe auch meine Mütze abgezogen. Und dann sagt sie, doch, ich kenne Sie vom Livestream. Und dann hat sie gesagt, kommt doch gleich zu mir nach Hause, wir trinken miteinander einen Kaffee, hat dann noch Kekse aufgestellt. Und wisst ihr, ich habe die Frau noch nie gesehen. Aber wir hatten herzliche Gemeinschaft miteinander in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, das ist die Gemeinde Gottes. Das ist Gemeinde, man kennt sich nicht, man trifft sich und ist doch sofort irgendwie zu Hause. Man kommt ins Gespräch und wir hatten am Schluss noch wunderschöne Gebetsgemeinschaft. Man findet einen gemeinsamen Nenner und der heißt Jesus. Und für mich ist die Gemeinde Jesu ist ein Geheimnis und ein Wunder zugleich. Und die Bibel benutzt ganz verschiedene Worte oder Begriffe, um die Gemeinde Jesus zu beschreiben. Zum Beispiel Haus Gottes oder Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Der Leib des Christus oder die Braut des Lammes, alles sind schon verschiedene Begriffe, die uns zeigen möchten, wie Jesus seine Gemeinde sieht. Und die Gemeinde Jesu ist nicht irgendetwas, sondern sie ist entstanden im Herzen Gottes. Der Gemeinde Jesu gilt seine Liebe. Der Gemeinde Jesu gilt seine Hingabe. Ja, das Opfer seines Leibes und Blutes. Und wir lesen etwas ganz Schönes, Intimes, vielleicht kommen wir dann später mal in einer anderen Predigt noch etwas mehr darauf zurück. Auch im Epheserbrief, und jetzt müsst ihr einfach selber die Bibel aufschlagen. Der Vers bleibt immer an der Wand. Und wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen jetzt Epheser Kapitel 5, Vers 25. Und da lese ich es nach der neuen Genfer Übersetzung. Da wird uns, die Bibel fordert uns auf und sagt zu uns, ihr Männer, liebet eure Frauen.
Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzel oder irgendeine andere Unvollkommenheit hat, dass sie so vor ihn treten kann. Das ist doch eine berührende Aussage. Also mich berührt das. Es ist eine Liebeserklärung an dich. Wenn du dich zu seiner Gemeinde zählst, dann bist du das Ziel von den Bemühungen Jesu Christi. Du bist der Lohn seiner Hingabe und in Gottes Augen vollkommen in einer wunderschönen Schönheit. Abgewaschen, heilig, untadelig, ohne Flecken und Runzel. So sieht Jesus dich. So sieht Jesus uns als Gemeinde. Vollkommen. Und wenn wir uns selber etwas ein wenig anschauen, dann müssen wir feststellen, wir sind doch ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Also wirklich. Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, Ethnien, die verschiedensten sozialen Schichten, Menschen von verschiedenen Sprachen, Hautfarbe. Und wenn wir euch persönlich etwas kennenlernen, mit euch reden, da trägt jeder von euch sein Paket. Und jeder hat seine Vergangenheit, seine Geschichte. Das sind Lebensumstände, Nöte und Mühen. Und doch, wir alle wissen, wir werden zusammengehalten vom lebendigen Gott. Wir alle haben erfahren, dass das Blut Jesu Christi unsere Schuld gereinigt hat vergeben. Wir haben erfahren, dass wir ein Kind Gottes sein dürfen, hat uns erlöst für Zeit und Ewigkeit. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir haben als Gemeinde Jesu, jeder einzelne von uns, wir haben eine wunderbare, lebendige Hoffnung. Und wir treffen uns, egal wo, wie eben diese Frau auf dem Feld, und wir haben einen gemeinsamen Nenner, der heißt Jesus. Und wie in einem alten christlichen Lied, da singen wir, eins in dem Namen Jesu, eins im Versöhnungsblut, eins in dem Wort der Gnade, oh welch ein köstlich Gut. Das ist die Gemeinde Jesu. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ein Mensch, ich komme ja vom Handwerk her, ich schaue immer gerne auf den Baustellen zu, wie ein Bau entsteht. Schon als Jugendlicher, da musste ich schon mit 15 Jahren mal auf der Baustelle anzutreffen, habe Schalttafeln geputzt und so weiter. Wir haben mit Eisen gelegt, betoniert und so weiter. Und deswegen, ich bin immer wieder fasziniert, wenn da eine neue Baustelle entsteht, wie zuerst das ganze Baugerüst steht, dann die ganze Baugrube ausgehoben wird, Fundamente gegossen und schließlich ein Gebäude in die Höhe wächst. Und wir alle wissen, dass das Fundament eines Gebäudes ist essentiell. Jesus, er selber war Handwerker und er war sich dessen bewusst und er sagt, wir haben es gelesen, dass der kluge Mann sein Haus auf einen Felsengrund baut. Ein stabiles Fundament ist einfach grundlegend. Und der Jesus sagt dann weiter, aber er beschreibt auch den törichten Bauherrn. Und er sagt, Matthäus 7,26, dass der törichte Bauherr sein Haus auf sandigen Felsen baut. Nein, sandigen Grund. In der heutigen Baukunst und in der Architektur ist heute so manches möglich geworden. Das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa in Dubai, es hat unglaublich 828 Meter Höhe. 163 Meter und, also besser gesagt, 163 Stockwerke, die man bewohnen kann. Es ist ein Meisterwerk der Baukunst. Es steht auf einem unglaublich großen Fundament, ähnlich angeordnet wie ein Kleeblatt. Und verankert ist es im Grund mit Hunderten von tiefen Säulen. Aber es ist auf Sand gebaut. Die Gemeinde Jesu hingegen hat ein Fundament, und über das haben wir gelesen in Epheser 2,20, wo der Apostel Paulus sagt, es ist ein Fundament, das seinesgleichen sucht.
Paulus sagt, oder die Bibel sagt, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Es ist also ein dreifaches Fundament, wo die Gemeinde Jesu draufsteht. Es sind die Apostel, die Propheten und Jesus Christus aus dem Eckstein. Und jetzt wollen wir diese einzelnen Elemente ein wenig anschauen. Der Eckstein war in der antiken Zeit, war er der Stein, der wichtigste Stein eines Gebäudes. Er wurde sorgfältig ausgewählt, platziert. Nach ihm wurden alle Mauern ausgerichtet. Er war der Garant für Stabilität und Dauerhaftigkeit. Der Hauptstein, der alles schlussendlich trägt. Und interessant ist jetzt nun, schon im Alten Testament wird der lebendige Gott, der ewige Gott, als der unerschütterliche Felsen bezeichnet. Ein Felsen, der alle Zeiten übersteht, der sich in Ewigkeiten nie ändert. Und in Jesaja 26, Vers 4, da wird uns dieser Felsen beschrieben, ich lese Ihnen das vor. Darum verlass dich auf den Herrn immerdar, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Jesus bezieht solche Stellen des Alten Testamentes ganz persönlich auf sich. Und er bezeichnet sich als den Felsen und den Eckstein der Gemeinde Jesu. Er sagt gegenüber dem Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und zu den Pharisäern sagt der Herr Jesus, und er wiederholt ein Zitat aus dem Alten Testament, und er bezieht das auf sich, indem er sagt, Matthäus 21, Vers 42, wo es heißt, habt ihr denn nicht in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Fels und der Eckstein, auf dem die Gemeinde Jesu steht, ist niemand anderes als Jesus Christus. Und deswegen mit dieser Dame, noch nie gesehen, wir haben einen gemeinsamen Nenner, Jesus Christus, eingeladen zum Kaffee, wunderbare herzliche Gemeinschaft. Der Eckstein ist das tragende Fundament, der Garant für Stabilität und Dauerhaftigkeit. Und so dürfen wir als Gemeinde Jesus uns immer wieder neu auf diesen Eckstein ausrichten. Als Maßstab und Richtschnur für unser Leben. Als das Fundament für unseres Glaubens und der Hoffnung. Und wir wissen, dieser Felsen, der trägt. Er trägt uns durch die Zeit, er trägt uns auch durch die Umbilde unserer momentanen Umstände. Er ist derjenige, der da ist. Er wird die Zeit überdauern, denn es heißt, Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Und wir dürfen auch wissen, dass dieser Felsen nicht nur uns persönlich, unsere Gemeinde trägt, sondern das ganze Universum. Wir lesen Hebräer 1, Vers 3, wo es heißt, dass er, der Fels der Ewigkeit, durch die Kraft seines Wortes das ganze Universum trägt. Das ist der Eckstein. Dann geht der Apostel Paulus weiter und er sagt, aufgebaut auf was? Auf den Propheten. Ich habe jetzt hinten angefangen, ganz bewusst. Das Element, das uns auch trägt, sind die Propheten hier. Was bedeutet denn das? Heute wird oft gesagt, leider auch in der Gemeinde Jesu, dass das Alte Testament nicht mehr wichtig sei. Das Alte Testament sei nicht mehr vonnöten. Doch wer nur das Alte Testament versteht, weiß auch, was das Neue Testament lehrt. Wir können nur das Neue Testament verstehen, wenn wir im Alten Testament zu Hause sind. Wenn wir nicht wissen, was das Alte Testament lehrt, können wir zum Beispiel einen Hebräerbrief nie verstehen. Und ein Apostel Petrus, er sagt, dass die Propheten des Alten Testaments, was haben sie gemacht? Sie haben gesucht, geforscht, geschaut, wie heißt denn der da kommen soll? Wie heißt dieser Felsen? Und 1. Petrus betont das so, wir lesen 1. Petrus 1, Vers 10. Da sagt auch Petrus Folgendes, nach dieser Rettung, also nach diesem Eckstein, nach diesem Hort der Erlösung,
Da haben schon die Propheten gesucht. Sie haben geforscht und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Sie forschten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus hinweist, der schon in ihnen wirkte. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit, die danach folgen würde. Das heißt also, das Alte Testament, die Propheten, das ist ein Suchen, ein Forschen, ein Bekanntmachen des kommenden Felsen, des kommenden Ecksteins, Jesus Christus. Und wir alle kennen die so bekannten Bibelstellen, zum Beispiel Psalm 22, den Leidenspsalm. Wir kennen alle den Psalm über den guten Hirten, Psalm 23. Wir kennen das Klagelied des Jesaja, wo er sagt in Jesaja 53, er ist um unsere Sünde willen zerschlagen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wir kennen alle das, aber das ist alles Reden der Propheten, Suchen der Propheten, hinweisend auf Jesus Christus. Sie haben alle gesprochen und mit ihren Fingern hingezeigt auf den einen Felsen, auf das kommende Fundament. Und so kommt es mir vor, wie wenn die alttestamentlichen Propheten die Steine gesammelt haben, um das eine Fundament zu legen. Und interessant, da fragt zum Beispiel auch im Alten Testament, da fragt ein Mann in Sprüche 30, Vers 4, er fragt, ja, wer ist zum Himmel hinauf und hinabgestiegen? Also er fragt, wer könnte uns die Erlösung bringen? Dann fragt er weiter, wer hat mit seinen Händen den Wind eingefangen? Das heißt, wer hält das alles zusammen? Wer hat das Wasser in seinem Mantel gepackt? Wer lässt es regnen? Wer gibt Sonnenschein? Und dann fragt er, wer hat alle Enden der Erde festgesetzt? Wer ist der Schöpfer? Wer ist der? Wer ist er? Und dann fragt er weiter, in Vers 4 am Schluss, ja, wie lautet denn sein Name und wie der seines Sohnes? Das heißt, das ganze Alte Testament ist ein großes Fragen, Suchen nach dem einen, nach dem Fundament, nach dem Erlöser. Sie haben Fragen gestellt, sie haben Ausschau gehalten. Wie heißt er, der kommende Heiland, der kommende Fürst, der König, der Priester? Wie heißt der Menschensohn, der Durchbohrte? Wie heißt er, das Gotteslamm? Wie heißt der Verratene, der Verlassene? Das sind alles Zitate aus dem Alten Testament. Wie ist derjenige, der verraten würde von seinem Freund? Siegreich dem Graben steigen, und zwar am 3. Tag. Alles Aussagen der Propheten. Sie haben alle hingewiesen auf den einen. Und deswegen, das Fundament geht nicht ohne die Grundlage der Propheten. Und dann kommt die Bibel zum nächsten, sagt der Apostel Paulus, er sagt, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel. Interessant, wenn wir jetzt die Reihenfolge so schön der Reihe nach lesen, da sehen wir, zuerst kommen was? Kommen die Apostel. Dann die Propheten und dann Christus als der Eckstein. Weswegen die Apostel zuerst? Die Apostel, sie waren Augenzeugen. Die Apostel haben aus erster Hand berichtet, was sie gesehen, was sie gehört, was sie betastet, was sie geschmeckt haben. Und genau das betont auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, in dem er sagt, was von Anfang war. 1. Johannes 1, Vers 1 und 2. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was unsere Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist.
Das heißt, die Apostel, sie waren direkt mit dabei. Das, was die Propheten gerne gesehen hätten, nachdem sie Ausschau hielten, dass sie verkündigten, das wird jetzt Tatsache, es wird Realität in Jesus Christus. Und so kommen die Apostel und sagen, ja, er ist es. Wir sind Zeugen seines Lebens und Dienstes. Wir sind Zeugen seines Leidens und Sterbens. Wir sind Zeugen seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und wir als Apostel, wir bezeugen, dass Jesus Christus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wir bezeugen, dass Jesus Christus der ewige Gott ist, der Mensch wird. Wir bezeugen, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld gestorben ist. Wir bezeugen, dass er uns mit Gott versöhnt hat. Wir bezeugen, dass er einen jeden rettet, der an ihn glaubt. Ja, wir bestätigen, dass das, was die Propheten gesagt haben, in Jesus Christus nun Tatsache wurde. Und so überliefern die Apostel das, was Jesus gewirkt hat. Sie bestätigen das, was die Propheten gesagt haben. Und sie schreiben es nieder und sie geben uns 27 Bücher des Neuen Testaments. Und deswegen sagt hier der Apostel Paulus, sagt das Wort Gottes, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der Eckstein, er trägt, er hält, er hat die Gemeinde gegründet, er wird sie durchtragen und er wird sie schlussendlich einmal zum Abschluss bringen, weil Jesus Christus ist ja auch der Abschlussstein und zu einer herrlichen Vollendung führen. Die Propheten haben den Dienst des Ecksteins von Jesus Christus angekündigt. Sie haben ihn weder gesehen noch erlebt, Ausschau gehalten, aber sie haben über ihn geschrieben, gepredigt und schlussendlich sind da die Apostel, die seine Ankunft bestätigt haben. Sein Werk beglaubigt, seine Botschaft weitergetragen, in schriftlicher Form uns hinterlassen und sie haben uns schlussendlich, und deswegen kommt der Apostel Paulus und erwähnt zuerst die Apostel, die Lehre der Apostel. Sie haben uns die Lehre mitgegeben, auf der wir als Gemeinde Jesu zu stehen haben. Es sind die Lehrbriefe des Neuen Testaments. Es sind die Lehrbriefe des Neuen Testaments. Entschuldigung, der Technik immer hoch und runter. Es sind die Lehrbriefe des Neuen Testaments und allen voran der Apostel Paulus mit seinen 13 Briefen. Auf dem soll die Gemeinde Jesu stehen. Das ist der Felsen, den die Hölle nie überwinden wird. Und wir tun gut daran, dass wir dieses Fundament kennen, uns dieses Fundamentes bewusst sind, dieses Fundament nie aus den Augen verlieren, forschen, suchen und immer mehr gegründet werden auf diesem Fundament, das Christus heißt. Und so gehen wir weiter. Unser Text geht weiter, wir lesen dann in Vers 21. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt also, wir haben ein Fundament und jetzt sollen wir auf dieses Fundament bauen. Wenn ein Bauherr nur die Grube gräbt, nur das Fundament legt und nichts darauf, ich weiß nicht, ob er ein kluger Bauherr ist. Wir haben gelesen, in ihm wächst zusammengefügt der ganze Bau zu einem heiligen Tempel. Also hier sehen wir plötzlich, wie die Bibel uns ein Bild vor Augen führt, was und wie die Gemeinde Jesus auszusehen hat. Und interessant, wenn wir die Bibel aufschlagen, das Neue Testament, insbesondere auch der Epheserbrief, da sehen wir, dass die Bibel ganz verschiedene Bilder braucht, wie ich das schon erwähnt habe, ganz am Anfang. Bilder, um uns zu zeigen, was die Gemeinde Jesu ist. Zuerst wollen wir miteinander das Bild anschauen. Die Gemeinde Jesu, ein Bau und ein heiliger Tempel. In 2. Korinther Kapitel 16 sagt der Apostel Paulus, und er schreibt das der Gemeinde in Korinth und schreibt zu ihnen, sie sollen sich daran erinnern, was sie sind als Gemeinde Jesu.
Da sagt er, dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen sein, ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Zur alten Zeit, zur Zeit der Einweihung des Tempels oder auch der Stiftshütte, da konnte man von ganz weit sehen, hier wohnt der lebendige Gott. Am Tag war es eine Wolkensäule, in der Nacht eine Feuersäule. Die schwebte über der Stiftshütte, die schwebte bei der Einweihung des Tempels über dem Tempel. Und alle Menschen konnten sehen, Gott ist hier gegenwärtig. Er ist da in seiner Macht und Heiligkeit. Und genauso soll die Gemeinde Jesu ein Ort sein der Heiligkeit. Ein Ort, wo sich Gott zu Hause fühlt. Dabei ist nicht die Zionshalle gemeint, sondern die Menschen, die da ein- und ausgehen. Es ist nicht eine Kirchengemeinde mit einem ganz großen Kirchturm. Nein, es ist die Versammlung der Gemeinde Jesu gemeint. Es ist die Gebetsstunde, Jugendstunde, da wo wir als Gläubige zusammenkommen, um ihn anzubeten und ihn zu loben. Und dabei soll die Gemeinde Jesu, unser Zusammensein soll geprägt sein von Gottes Geist der Heiligkeit. In Römer 1, Vers 4 lesen wir darüber, von dem Geist seiner Heiligkeit. Aber vergesst nicht oder verwechselt das nicht. Der Geist der Heiligkeit hat nichts zu tun mit einem Haus oder einer Gemeinde, die totenstill ist. Ich habe mich so gefreut über die Kinder, die da waren, endlich leben. Wir waren in Südamerika, da waren die Kinder immer im Gottesdienst. Das war ganz normal. Es hat nichts zu tun mit einem frommen, heiligen Schweigen, einem süßen, heiligen Schein. Denkt einmal darüber nach, als der Tempel Gottes in Jerusalem eingeweiht wurde. Da ging es her, hoch und zu. Da waren Hunderte von Sängern, die haben gesungen. Da wurde musiziert, und zwar laut musiziert. Das heißt nicht, dass man die Ohren zuhalten muss in der Zionshalle. Da wurde gejubelt, da wurde geweint, da wurde einfach der Freude Ausdruck gegeben, Gott ist gegenwärtig. Aber denkt auch an die Hunderte von Opfern, die geopfert wurden. Meint ihr, das war ein schöner Anblick? Im Tempel, da wurde gelebt. Eine Hannah hat geweint. Da war ein Simon, der kam und hat den Herrn Jesus in die Arme genommen. Da wurde gelacht vor Freude über den Herrn. Da wurde angebetet und gelobt. Die Gemeinde Jesu muss ein lebendiges Wesen sein. Ein Ort sein, wo man lebt, wo jung und alt zusammen sind, wo man staunt, wo man anbetet, wo man weint über die Sünde. Aber die Gemeinde Jesu darf nie ein Ort sein, wo bewusst und willentlich in Sünde gelebt wird oder Sünde toleriert. Die Gemeinde Jesu darf nie ein Ort sein, wo man Dinge sagt oder Dinge tut, für die Gott ein Gräuel sind. In der Gemeinde Jesus soll es keinen Platz haben für Geiz, Eifersucht, Missgunst, Lüge, Verleumdung, unbezahlte Rechnungen, Diebstahl, Unmoral. Ich weiß, wir kennen unser Herz nur zu gut. Und wenn diese Dinge da sind, sind wir als Gemeinde gefordert, darüber Buße zu tun, umzukehren und wieder ganz neu ein Ort zu sein, wo der Geist der Heiligkeit Gottes wohnt. Ein Ort, wo sich Gott wohlfühlt. Die Bibel sagt in Philipper 4, Vers 8, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig, was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und deswegen, die Gemeinde Jesu muss ein Ort sein der Heiligkeit, ein Bau- und heiliger Tempel des lebendigen Gottes.
Des Weiteren wird uns auch gesagt, was die Gemeinde Jesus auch ist. Und das bin ich immer wieder neu erstaunt. Was, das soll die Gemeinde Jesus sein? Schlagt mal auf, 1. Timotheus 3, Vers 15. 1. Timotheus 3, Vers 15. Da lesen wir Folgendes. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler, also nicht einer, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Wow. Die Gemeinde Jesu, der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Der höchste Stützpfeiler der Welt, der steht, wo könnte es anders sein, in China. Er ist 352 Meter hoch und stützt eine Brücke über den Yangtze. Und eines der größten Bollwerke, habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, ist in Salzburg. Die Salzburg selber so genannt, eine vollständige erhaltene Wehranlage. Und die wurde in ihrer über 900-jährigen Geschichte nie mit militärischen Mitteln eingenommen. Und genau das soll die Gemeinde Jesus sein. Die Gemeinde Jesus soll ein Ort sein, wo die Welt des Bösen keinen Platz hat. Sie soll ein Stützpfeiler für die göttliche, biblische Wahrheit sein. Sind wir uns dessen bewusst, dass die Gemeinde Jesus das Licht dieser Welt ist, um der Dunkelheit der Sünde zu wehren? Sind wir uns dessen bewusst, das sind auch wieder andere Bilder, dass wir als Gemeinde Jesus das Salz der Erde sind, um die Gottlosigkeit zu hindern? Die Gemeinde Jesus, der Stützpfeiler, wo ganz klar hinsteht und sagt, das ist biblische Wahrheit. In aller Wertschätzung, in aller Liebe, aber auch in aller Konsequenz. Die Gemeinde Jesus soll der Ort sein, wo biblische Ethik und Moral hochgehalten wird. Bollwerk, die hinstehen und sagen, schaut hier, mit meinem Leben, mit meinem Zeugnis, mit meinem Dienst stelle ich all mich dem Bösen entgegen. Und wenn wir all das sein wollen, dann brauchen wir eben das eine gute Fundament, nämlich das Fundament Christus der Eckstein. Die Propheten gegründet im Alten Testament und wissen, was das Neue Testament lehrt. Wir brauchen die ganze Bibel. Und auf diesem Fundament müssen wir als Gemeinde Jesus gegründet sein. Als Gemeinde örtliche, weltweit, wie auch persönlich in unserem Leben und Familien. Und deswegen wie tragisch, wenn die Gemeinde Jesus oder wenn wir persönlich dieses Fundament verlassen, wenn wir vergessen, was wir für einen Auftrag haben. Und wenn ich in unsere Welt hineinschaue, da frage ich mich manchmal, könnte es sein, dass es in unserem christlichen Abendland so dunkel geworden ist, weil wir als Gemeinde Jesu das biblische Fundament verlassen haben? Könnte es sein, dass die Sünde immer mehr zunimmt, weil wir selber in unserem Leben und in unseren Gemeinden die Sünde nicht mehr so konsequent auch vermeiden? Vielleicht denken Sie, das hat keinen Zusammenhang. Nun, wir wissen alle, Dunkelheit ist dunkel. Dunkel als dunkel kann es gar nicht mehr sein. Wenn alles Licht weg ist in einem geschlossenen Raum, alle Ritzen sind zu, kommt kein Licht hinein, dann ist es absolut dunkel. Wenn aber eine ganz kleine Kerze in diesen Raum hineingestellt wird, dann wird es plötzlich hell. Wenn aber dieses helle Licht, dieses kleine Kerzchen plötzlich wieder dunkel wird und erlischt, dann ist die Dunkelheit genauso dunkel wie vorher. Wir alle hatten in unserem ehemaligen christlichen Abendland, wir hatten alle das Licht des Evangeliums. Wir hatten alle das Wort Gottes. Wir sind gegründet auf den 10 Geboten. Aber man kehrt heute weg von diesem Licht. Das Licht ist am Löschen und die Dunkelheit kehrt zurück, wie sie schon immer dunkel war. Ein weiteres Bild, das die Bibel gebraucht, ist die Gemeinde Jesu
als der Leib des Christus. Bist du dir dessen bewusst, dass du ein Teil am Leib des Herrn Jesus bist? Er ist das Haupt. Er sagt, wo es lang geht. Ein Kopf bestimmt, was meine Finger tun. Er ist das Haupt, wir die Glieder. Was ist das für eine wunderbare Tatsache? Eine Tatsache, die uns immer wieder neu staunen lässt. Wenn wir das Neue Testament lesen, eben auch die Lehrbriefe, Epheser, Römer, Korintherbrief, dann sehen wir, wie der Leib des Christus ganz unterschiedlich betont wird. So sagt uns zum Beispiel der 1. Korinther Kapitel 12, betont den Leib, aber betont mehr die Vielfältigkeit der Glieder. Wenn wir in unsere Gemeinde hineinschauen, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten und Gaben. Solche Unterschiede, und doch sind wir eins in Christus. Römer Kapitel 12 betont die Einheit, trotz der Unterschiede. Und im Epheserbrief, da wird uns ganz klar gezeigt, dass einer das Haupt ist, Jesus Christus. Er sagt, wo es lang geht. Die Gemeinde Jesu ist keine Institution. Sie ist kein Verein, kein Club. Nein, die Gemeinde Jesu ist eine organische Einheit. Eben nochmal diese Dame in diesem Gemüseladen, noch nie gesehen, wir kommen ins Gespräch und schlussendlich verabschieden wir uns mit einer Gebetsgemeinschaft. Das ist Gemeinde Jesu. Es ist ein lebendiger Organismus, untereinander verbunden durch den Geist Gottes. Und das ist eine wunderbare göttliche Absicht. Jedes einzelne Glied in unserer Gemeinde am Leibe Christi hat eine ganz spezielle Funktion. Nicht austauschbar und auch nicht zufällig. Hände haben eine andere Aufgabe als Augen. Lehrer haben eine andere Aufgabe als Ermutiger. Diakone haben eine andere Aufgabe als Älteste. Und doch ist niemand überflüssig. Und wenn du gar keinen Job hast in dieser Gemeinde, dann komm wenigstens in die Gebetsstunde, mach dort mit. Wir sind gefordert. Er ist das Haupt. Haupt bedeutet in diesem Zusammenhang, er ist die Quelle. Er ist der Ursprung. Er ist der, wo sagt, wo es lang geht. Er ist der, der die Orientierung unseres Handelns und Denkens bestimmen soll. Er ist derjenige, der sagt, ihr als Gemeinde lebt nicht aus euch selbst, sondern nur in der tiefen, echten, lebendigen Verbindung mit Jesus Christus. Und deswegen, wer zur Gemeinde Jesus gehört, der gehört auch in die Gemeinde. Ein Finger kann nicht sagen, ich habe einen lieben Freund gehabt, der ist schon lange beim Herrn, ich weiß noch gut, der hat gearbeitet und mit der Kreissäge hat den Finger abgeschnitten, hat den Finger genommen, auf Eis gelegt und ins Spital gefahren und wieder angenäht. Aber was wäre passiert, wenn der Finger längere Zeit weg vom Körper gewesen wäre? Er wäre abgestorben, man hätte ihn nie mehr wieder annähern können. Und deswegen ein Finger, ein Arm, ein Fuß, ein Zeh, irgendein Gemeindeglied, wenn du dich zur Gemeinde Jesu zählst, du gehörst in eine örtliche Gemeinde. Auch wenn diese Gemeinde nicht perfekt ist, auch wenn diese Gemeinde Fehler macht, du gehörst dennoch unter das Wort Gottes, du brauchst Korrektur und die anderen brauchen Ermutigung. Und für das bist du da. Ein weiteres Bild, das gebraucht wird, die Gemeinde Jesu ist auch ein Haus aus lebendigen Steinen. Und wir singen das Lied dann ganz am Schluss, Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Und das nimmt Bezug auch wieder auf den Petrus, wo er sagt, in 1. Petrus 2, Vers 5, und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus. In der Gemeinde Jesu ist jeder einzelne Stein gebraucht. Ein jeder hat seinen Platz. Vielleicht mag es dir nicht passen, was du tust.
Vielleicht passt dir dein Nachbar nicht oder der hinter dir und dennoch, du bist am richtigen Platz. Der Bauherr fragt den Stein nicht, so mein lieber Samuel, möchtest du am Eck sitzen oder da? Er nimmt einfach Mörtel drauf und weiter, so wird Gottes Haus gebaut. Gott möchte nicht, dass du als Baustein seiner Gemeinde viel lamentierst, jammerst, klagst. Er möchte nur eines, dass du dich einfach von ihm gebrauchen lässt. Sei es als Fensterputzer, Toilettenreiniger, Sonntagsschulhelfer oder um die Autos einzuweisen. Ich weiß noch gut, ich war unten dabei, die Zionshalle, die Toiletten zu putzen. Da kommt jemand und sagt, was Samuel, du putzest die Toiletten? Ich habe das ganz nicht verstanden hier. Weswegen soll ich nicht die Toiletten putzen? Ich habe ja auch das reingemacht. Und wisst ihr, wenn Jesus den untersten Dienst des Sklaven tut, sollen wir dann nicht fröhlich für ihn und unsere Geschwister die Toiletten putzen? Fällt mir da ein Sacken aus der Krone, wenn ich da die Toilette sauber mache? Oder geht ihr gerne auf eine schmutzige Toilette, wo alles daneben gepinkelt ist? Das ist unangenehm, aber das passiert. Und wenn jemand geht, das wieder sauber macht und der andere darf draufgehen, es ist alles sauber, es blinkt und blitzt und es riecht gut, dann sage ich auch, fantastisch. Jemand hat für mich die Toiletten sauber gemacht. Und ich denke manchmal, dass diese Leute mehr Lohn kriegen im Himmel, als die da vorne stehen auf der Kanzel. Sind wir fröhlich in dem, was wir tun? Tun wir es für den Herrn, mit einem Dank auf den Lippen, einem Lob in unserem Mund und einem Gebet im Herzen? Nun, Steine haben auch die Eigenschaft, dass sie das aushalten, dass sie Lasten tragen können. Nicht alle gleich, aber jeder in seiner Art. Und deswegen soll die Gemeinde Jesus auch der Ort sein, wo wir uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig stärken, gegenseitig stützen, gegenseitig auch Lasten tragen, einander ertragen, vertragen und aushaltend und einander immer wieder annehmen. Herr, segne diese Schwester, segne diesen Bruder. Auch wenn wir vielleicht das Heu nicht auf der gleichen Ebene haben, spielt das eine Rolle? Wir sind Teil am Leib des Christus. Und wisst ihr, dabei darf die Liebe des lebendigen Gottes, ausgegossen durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen, darf der Mörtel sein, der das alles zusammenhält. Ein weiteres Bild, ich habe noch 2 Bilder, aber nur noch ganz kurze. Die Gemeinde Jesu ist auch eine Gemeinde von heiligen Priestern. 1. Petrus 2,9. Da schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde, schreibt der Apostel Petrus der Gemeinde, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten des, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wisst ihr, was da steht? Er redet hier nicht über Israel, weil in Israel gab es nie ein königliches Priestertum und gleichzeitig Priester und König gab es nie zusammen. Nie. Petrus schreibt hier über die Gemeinde. Er schreibt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden dessen, der euch berufen hat. Heilige Priester, was machen sie? Sie heben Hände empor und bringen die Anliegen der Gemeinde, die Anliegen der Mission, die Anliegen des Herrn Jesus mit ihren Händen, mit ihren Herzen von dem lebendigen Gott. Was haben wir für ein Vorrecht, dass wir jeden Donnerstag miteinander beten dürfen? Auch wenn du nie den Mund auftust und du dennoch da bist und in deinem Herzen mitbetest, etwas Besseres kannst du gar nicht tun. Wir dürfen für die Anliegen beten. Für all das, was wir in der Gemeinde tun, unsere Helfer, Mitarbeiter, Diakone, Älteste. Wir dürfen beten für unseren Predigtdienst, für die Seelsorge. Wir dürfen beten für unsere kommende Evangelisation mit Michael Putzi. Wir dürfen beten für die Kranken und Schwachen. Wir dürfen unsere Hände falten, und zwar von dem lebendigen Gott. Wir dürfen ihn bestürmen mit unseren Fragen, mit unseren Sorgen und Nöten. Wir dürfen beten für die Anliegen unseres Missionswerkes.
Und wisst ihr, das Fantastische dabei ist, dass wir einen Gott haben, der da hört. In Jesaja 64, Vers 3, da lesen wir, noch nie hat man so etwas gehört. Noch niemals so etwas erlauscht. Noch nie hat ein Auge einen Gott gesehen, wie dich, der an denen, die auf ihn hoffen, so gewaltige Dinge tut. Wir haben einen Gott, der Gebete erhört. Und wir haben das da jetzt gerade erlebt, auch mit diesem Ehepaar, Dietiker. Wie viele Jahre haben wir schon gebetet für die Mitarbeiter in Bolivien? Herr, schenke ein neues Mitarbeiter-Ehepaar. Und plötzlich finden wir ein neues Mitarbeiter-Ehepaar, nur weil ein Briefträger einen Brief in den falschen Briefkasten geworfen hat. So ist Gott. Er erhört. Und so komme ich zum letzten Bild. Es ist das Bild vom Braut und Bräutigam. Vielleicht in einer anderen Predigt gehen wir dann noch mehr auf diese einzelnen Elemente ein. Es gäbe so viel zu sagen. Das Bild von Braut und Bräutigam. Und ich lese dazu 2. Korinther 11, Vers 2. Da heißt es, da schreibt Apostel Paulus die Gemeinde in Korinth und er schreibt, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch. Mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, der für sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Dieses Bild möchte uns etwas ganz nahelegen. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn zwei Menschen den Bund der Ehe eingehen. Wir hatten das letztes Jahr einige Mal, ich denke, dieses Jahr sind es auch wieder einige geplant. Aber wenn dann zwei Menschen miteinander vor Gottes Thron treten oder vor Gottes Angesicht treten, vor der Gemeinde, und dann sagen sie, wir wollen für immer zusammen sein, dann hat endlich das Warten ein Ende gefunden. Dann ist die Zeit der Vorbereitung vorbei. Dann ist keine Trennung mehr, keine Distanz. Und genau das möchte uns dieses Bild sagen. Unter anderem noch ganz viele andere Dinge. Aber wisst ihr, das möchte uns sagen, wir als Gemeinde Jesu, wenn wir gegründet sind auf dem Fundament, dem Eckstein, stehend auf dem Propheten im Alten Testament und auch uns ausrichten nach der Lehre der Apostel, dann dürfen wir auch eine Gemeinde sein, ganz persönlich, individuell, aber auch als Gemeinde. Eine Gemeinde sein, die jeden Tag erwartet, dass endlich die Hochzeit des Lammes kommt. Dass der Bräutigam kommt, dass wir endlich nach Hause gehen, dass wir endlich dort sind, wo Christus ist. Dass endlich alles zu seinem Ziel kommt. Und deswegen unsere Frage ist abschließend, sind wir bereit, wenn Jesus Christus heute käme? Er kommt. Und es könnte heute sein. Nehmen wir das mit aus dieser heutigen Predigt. Amen. Lasst uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir ein wunderbares, festes Fundament haben. Ein Fundament, das es Besseres gar nicht geben kann. Du selbst der Eckstein. Danke für die Propheten, für das Alte Testament, das uns hinweist auf dich, den Christus. Danke für die Apostel, die uns bestätigen, ja, du bist der Ewige. Du bist der Fels der Ewigkeit, auf dir dürfen wir stehen. Und die uns sogar noch Leitfaden mitgeben, wie wir als Gemeinde zu leben haben. Wie wir persönlich als Christen mit dir unterwegs sein können. Danke dafür und danke, dass wir auch so viele Bilder haben über deine Gemeinde. Ob es das Haus Gottes ist, Grundpfeiler und Bollwerk der Wahrheit oder auch der Leib des Christus oder auch Braut und Bräutigam. Danke für all diese Bilder, die uns hinweisen, was wir in dir sind, wer wir in dir sind und dass du uns die Hoffnung wächst, dass wir bald nach Hause gehen, endlich dort, wo wir hingehören. Danke aus tiefstem Herzen. Amen.